Na, liebe Mainzer, exakt genau so hat sich das angehört, als ihr das 1:0 geschossen habt. Beziehungsweise 0:1. Oh Mann, bin ich froh, dass das heute nicht das Endresultat war, weil dieses laute Ja aus der Gästekurve, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich weiß, das ist sicherlich nicht böse gemeint, das ist eher mehr an eure Mannschaft gedacht. Aber ehrlich gesagt, es klingt immer in der Art und Weise, wie laut das jedes Mal ist. Irgendwie so, als ob das nochmal so extra eine Portion Hass mit drin ist. Aber okay, andererseits, ich selber bin ab jetzt dafür, dass die Gästekurve verringert wird. Macht den Oberrang bitte zum FC-Bereich. Nur noch Unterrang bitte. Ja, Mann, ich bin heute so dermaßen glücklich. Und ja, heute kriegt ihr mal die volle Prise, die ganze Prise Euphorie. Heute will ich mal nicht auf die Euphoriebremse treten, aber ich meine das jetzt nicht vorausschauend, sondern für den heutigen Tag. Heute war ein wundervoller Tag für mich. Und genau daran möchte ich mich halten, komplett. Also hier wird nichts großartig analysiert, was lief schief, was lief falsch, weil ganz ehrlich, ja, die erste Halbzeit, sag ich mal ganz klar, die war wieder sehr unbeholfen. Aber egal. Wir haben das Spiel schon wieder gedreht. Mal wieder sind die Mainzer diejenigen, gegen die wir ein Spiel drehen. Und irgendwie ist das so eine Spezialität. Zumindest erinnere ich mich an der Stelle an 2022. Und da geht mir direkt wieder dieses Liedchen durch den Kopf, wo ich immer sage, das ist die Hymne, wenn wir gegen Mainz 05 spielen. Heute mit allen meinen Freunden feiern, bis es kein Morgen gibt. Stehe ich beim FC in der Kurve. Der FC ist das Einzige, was zählt. Auf geht's rot und weiß, kämpft und siegt für uns, damit wir mit 3 Punkten heimwärts gehen. So, einfach, das müssen wir komplett mal heute mitnehmen. Die Einwechslung von Ragnar Ache, das war das alles entscheidende Mittel am heutigen Tag. Das war das, was das Spiel entschieden hat. Und ich sage ganz ehrlich, Bruder, hast toll gemacht. Ich bin echt stolz auf dich. Ich freue mich richtig für den Jungen. Wirklich. Ihr wisst ja selber, wie euphorisch ich bei ihm war und wie ich jetzt schon in letzter Zeit immer wieder gesagt hatte, okay, anscheinend ist das unser Transferflop und so weiter und so fort. Aber gut, er kann daran anknüpfen. Er kann gerne daran anknüpfen. Vielleicht, sagen wir mal so, ist vielleicht der Knoten heute geplatzt. Mal schauen. Wirklich, es ist so ein Mal schauen Ding. Genießen wir diesen Moment. Und ja, wir können auch davon ausgehen, dass jetzt erstmal, zumindest bis zum nächsten Spiel, sich nichts in Sachen Trainerposition tun wird. Das wird jetzt so bleiben, weil, sagen wir mal so, ich kann einfach nur an Lukas Kwasniok appellieren. Was auch immer du heute alles richtig gemacht hast, mach es weiterhin so. Es gab zwar einige Änderungen in der Startaufstellung, wo ich auch schon wieder dachte, ach Mann, musste das jetzt sein, aber Alessio Castromontes starten zu lassen, das war auch heute genauso wichtig. Der Junge, seitdem die Winterpause vorbei ist, kapieren wir, warum er geholt wurde. Und da darf er auch weiterhin gerne dran anknüpfen. Alle dürfen heute daran anknüpfen. Oh Mann. Und die Stimmung heute, sage ich ganz ehrlich, sagen wir mal so, gab so ein paar Phasen, wo ich dachte, okay, schwenkt das Ganze jetzt schon wieder um, wenn wir heute wieder eine kleine Stimmungskrise haben, aber summa summarum fand ich sie heute gut, wobei ich war ja natürlich im Epizentrum, ich war in S3 und da hat man sich Mühe gegeben, die Mannschaft vom Anfang bis zum Ende zu supporten und insbesondere dann beim Ausgleich muss ich sagen, diesen Ball hat nicht nur Ragnar Ache heute allein ins Tor getragen, das war auch die Kurve, weil da wurde von den Capos an die Fans appelliert, fasst euch nochmal ein Herz, gibt alles, gibt Gas, wie gegen Bayern München. Und das wurde auch entsprechend so umgesetzt. Und ich sage ganz ehrlich, diese beiden Tore sind auch mit Hilfe der Fans heute entstanden. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal was sagen. Diesen Schal hier, den ihr hier seht, der wurde ja damals gegen Mönchengladbach 2023 verkauft. Und ich habe festgestellt, ich habe eine positive Bilanz mit diesem Schal. Ich habe noch nie eine Niederlage erlebt, wenn ich diesen Schal anhatte. Und deswegen wird das ab jetzt auch so bleiben. Selbst bei Spielen, die ich nicht sehen kann, da kommen wir gleich am Ende zu, werde ich diesen Schal zumindest mit zur Arbeit nehmen. Wird dann in meinem Rucksack verweilen, während der FC spielt oder sowas in der Richtung. Aber ab jetzt, das ist der absolute Glücksschal. Nie wieder ohne diesen Schal. Solange diese Saison läuft. Dann am Ende noch endlich mal wirklich aus vollem Herzen diese Mannschaft zu feiern, nach so einer langen Periode ohne Sieg. Das hat gut getan. Man kann Marvin Schwäbe nicht einfach damit aufhören, seine Kinder mit zur Kurve zu bringen.
ey, das geht mir jedes Mal so ans Herz, wenn ich sein kleines Töchterchen da sehe mit dem übergroßen Schal und so. Mann, ich bin ein emotionaler Mensch. Hör auf damit. Hör auf damit, mach das nicht mehr. Das ist Cuteness Overload, liebe Freunde. Cuteness Overload jedes Mal, wenn das passiert. Bitte, Marvin Schwäbe. Mach das nicht mehr. Mein armes Herz. Ich schmelze dahin, wenn ich das sehe. Ja, heute ist wirklich ein Tag, da sage ich ganz ehrlich, heute kann man mal stolz drauf sein. Vielleicht nicht unbedingt auf die erste Halbzeit, aber komm, man muss ja nicht mal rumbitchen, nur weil man irgendwie Entertainment bringen will. Heute bin ich wirklich glücklich. Vor allen Dingen, jetzt kommen wir zu dem Thema Arbeiten. Es ist das letzte Heimspiel für die nächsten 4 Wochen. Ich kann den ganzen Februar nicht mehr zum FC gehen. Der Dienstplan ist dementsprechend so gestaltet. Ich bin neu in der Firma. Ich kann jetzt nicht hier zum Chef gehen und sagen, hey bitte, gib mir an den Spieltagen frei und dergleichen. Nein, das ist für mich nicht drin. Deswegen war das für mich nochmal auf emotionaler Basis zusätzlich wichtig. Wenigstens, dass der FC nochmal gewonnen hat. Auch so war das natürlich ein Tag, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Mich hat ein Ehepaar angesprochen, die beide Zuschauer von mir sind. Und die haben gesagt, wow, krass, dass wir dich sehen. Ey, wir haben Gänsehaut. Ich muss schon sagen, Gänsehaut, ey, weiß, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Grüße gehen raus an euch. Mir fehlen da wirklich die Worte an der Stelle. Ja, für solche Leute macht man Content. Letzten Endes muss man sagen, wir haben die 20 Punkte erreicht und jetzt sind es nur noch 20 Punkte bis zum Klassenerhalt. Und ich will jetzt nicht, dass da schon wieder jemand in die Tastatur reinhaut und dann sagt, Leo, in der Vergangenheit haben auch 36 Punkte gereicht und 38 Punkte. Ja, Digga, aber Karlsruhe ist mit 38 Punkten abgestiegen 1998. Wir sind auch abgestiegen, hatten weniger Punkte. Aber nicht eklatant weniger Punkte. Deswegen, ich sage, bleibe dabei. In der Vergangenheit gab es keinen Bundesliga-Absteiger mit 40 Punkten. Und deswegen erst mal die 40-Punkte-Marke zumindest versuchen anzupeilen. Wenn weniger reicht, dann reicht weniger. Mal schauen. In der unteren Tabellenregion, also nochmal etwas weiter unter uns, da kommen die Mannschaften größtenteils jetzt auch nicht gerade in die Pötte. Okay, wichtig war ja auch heute zu gewinnen, weil Heidenheim gewonnen hat. Wir haben jetzt die Hälfte der Punkte erreicht, die wir erreichen mussten. Schauen wir mal, vielleicht reichen auch 36 Punkte oder so. Aber ich sag ganz ehrlich, peilen wir die 40 Punkte an. Ist ja noch nicht total unrealistisch, sie zu erreichen, aber unsere kommenden Gegner sind sehr schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen war es heute sehr wichtig zu gewinnen. Und das bleibt am Ende hängen. Die Leistung von Ragnar Ache bleibt hängen, die gute Stimmung bleibt heute hängen, dass ich endlich mal wieder einen FC-Sieg erleben durfte, bleibt heute hängen. Zuschauer getroffen zu haben, die mich feiern, das war ja der schönste Samstag seit langer Zeit. Und da das Jahr 2025 noch recht jung ist, sage ich ganz ehrlich, stand jetzt das schönste Tag gewesen im Jahr, Entschuldigung, 2026. Ja, ihr kennt das ja, das Problem, wenn ihr dann zum Beispiel irgendwo was eintragen müsst, Köln, der was ist heute für ein Tag? Keine Ahnung. Was haben wir heute für ein Datum? Ich bin total jetzt ballerballer. Köln, der 17. Januar. Dann schreibt ihr aus Versehen 2025 hin, obwohl es 26 ist. Ja, ist dasselbe Problem bei mir. Egal. Komm, wisst ihr was? Ich will jetzt ehrlich gesagt nur noch den Rest des Abends chillen und mich entspannen. Ich wollte euch heute endlich mal ein positives Video bringen, weil ich mich genauso fühle. Zumindest für den heutigen Moment oder für den heutigen Tag. Und das wollte ich an der Stelle mal mitnehmen. Also genießt das Wochenende. Das Wochenende ist diesmal nicht im Arsch. Und so wie es mir geht, darf es euch gerne auch gehen. Weil der nächste Spieltag steht ja auch schon fast vor der Tür. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, keine Sorge. Ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen höheren Zielen. Aber wir haben die Hälfte der Punkte heute erreicht, die wir erreichen müssen. Kwasniok kann da gerne dran anknüpfen, bei den Sachen, die er dann heute anscheinend richtig gemacht hat. Hauptsache, es dient dem Erfolg. Noch mal was zu Kwasniok kommt, das will ich noch mal an der Stelle raushauen. Ich habe heute mal mit jemandem geredet, der in Heidenheim dabei war, weil in Heidenheim haben sich diese ganzen Gerüchte, wie er sich auf der Weihnachtsfeier verhalten haben soll, verbreitet. Allerdings, dieser Kumpel von mir ist noch mit einigen Szeneleuten in Kontakt. Und die haben ihm gesagt, einige Dinge wurden, sagen wir mal, ziemlich übertrieben. Die Hälfte von den Erzählungen soll nicht stimmen. Weiß ich nicht, ob das die hundertprozentige Wahrheit ist. Ich wollte es nur mal an der Stelle erwähnen, dass da einige Leute ein bisschen die Geschichten ausgeschmückt haben. Aber das ist noch lange kein Plädoyer für Kwasniok, sondern einfach nur nach dem Motto, er wird auf jeden Fall nächste Woche weiterhin auf der Trainerbank sitzen. Und wenn das jetzt das Ruder rumgerissen hat, dann ist es mir auch recht, wenn der Trainer bleibt. Ne? Wenn das jetzt dieser Moment war, der das Ruder umgerissen hat. Ne?
Aber wie gesagt, das ist alles nur eine Momentaufnahme, ist mir vollkommen bewusst, aber ich nehme das mit. Man darf sich auch mal wirklich aus ganzem Herzen freuen. Ja, und ich hoffe, ihr habt auch heute begriffen, dass ich auch ein Mensch bin, der wirklich ein Herz für den FC hat. Egal wie kritisch ich bin, egal wie sehr ich manchmal am Nörgeln bin, weil ich habe ein Verhältnis zum FC, als ob das mein Kind wäre. Egal ob jetzt Sohn oder Tochter. Und ich habe halt dieses Kind, das ein kleines Problemkind ist. Das bringt eine 5 oder eine 6 nach der anderen aus der Schule nach Hause. Und ich versuche dieses Kind irgendwie aufzuwecken, dass es was falsch macht. Und es lernt relativ selten aus seinen Fehlern. Aber heute hat dieses Kind eine gute Note nach Hause gebracht. Welche dürft ihr gerne selber bewerten, aber es ist eine gute Note. Und das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen ist sie ein.